schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin so glücklich, dass ich heute hier sein kann als Psychologin in der Politik. Da habe ich ja gerade einiges zum Tun. Ja, du hast nie Feierabend. Selbst heute Abend verfolgen mich die Patienten. Aber wenn du überlegst, was gerade alles los ist in der Politik, ja, da bin ich gefragt. Ich habe Hochkonjunktur. Wenn ich mir diesen Wahlkampf anschaue, da frage ich mich, ja, hat die Klapse Wandertag? Aber nichtsdestotrotz, ich muss euch sagen, Psychologin, das ist ein Tipptopp-Beruf. Ich liebe den Job. Überlegt mal, wenn jetzt einer von euch zum Beispiel zum Herr Aiwanger geht und sagt, Herr Aiwanger, du hast einen Vogel, dann kostet dich das 1.500 € wegen Beleidigung. Wenn ich zum Aiwanger gehe und sage, Herr Aiwanger, dir brennt wohl der Kittel, dann krieg ich 1.500 € für eine fachliche Beratung. Aber wenn ich mir überlege, was gerade alles los ist, wirklich, ich bin froh, dass ich selber psychisch so stabil, also das ist mir so gut, also dass ich keine Probleme oder so, also meine Tabletten sind der Knaller. Ja, das Problem ist doch, niemand mag die ganzen Politiknasen noch. Man hätte doch jetzt mal die Chance nutzen können, kurz vor der Wahl und die alle ersetzen. Ja, egal durch was, setzt da statt der ganzen Spitzenpolitiknasen ein paar Topfpflanzen zu Karin Mioska in die Runde und lass die diskutieren, da kommt der gleiche Inhalt. Ja, ob an Olaf Scholz alles abperlt oder an einem Gummibaum, das ist doch grad wurscht. Und der Gummibaum hat wahrscheinlich das bessere Gedächtnis. Oder nimm statt der ganzen Politiknasen einfach Hunde. Ja, alle lieben Hunde. Statt Bundesregierung, Hundesregierung. Ja, ich habe ja selber eine Hündin und der sage ich immer ganz genau, was die zu tun hat. Das glaubst du, aber ich sag zu der, Sitz, Platz, komm her. Und die macht es nicht. Und dann schaut die mich immer an nach dem Motto, jetzt stell dich nicht an, du hast mich doch selbst gewählt. Das ist doch der Punkt, genau so läuft's in der Politik. Nimm den Söder, der liebt auch Hunde, kein Wunder, der Söder ist ja selber ein Riesenschnauzer. Und was für ein Aufblasener. Du, aber keine Sorge, wenn du den anpiekst und mal die ganze heiße Luft entweicht, dann bleibt da bloß noch so ein kleiner Chihuahua übrig. Ja, gerade so groß, dass er dem Merz in die Wadeln beißen kann. Und da kann ich ihn verstehen, wirklich, da muss ich ihn als Psychologin auch wirklich mal in Schutz nehmen. Also da muss ich sagen, der Söder, der wäre so gerne Kanzler geworden. Selbst eine Frau war in Deutschland schon Kanzler, aber für einen Franken war Deutschland nicht bereit. Ja, da kommt doch die Gleichberechtigung auch an ihre Grenzen. Gut, du kannst mittlerweile sagen als Frau, ich bin jetzt ein Mann, aber Franke bleibt Franke. Oder nimm den Aiwanger. Was wär das für ein Hundle? Gell, wie er da hockt, ganz harmlos, guckt er, ja prima, ja fein machst du Sitz, ja das gefällt mir, gell, wie so eine schöne Promenadenkreuzung, gell, ja der grad das ganze Buffet zusammengefressen hat, halbe Bretzk noch auf dem Tisch, ja die Haxe hängt noch aus dem Mundwinkel raus, ja das haben andere eleganter gelöst, andere wären halt mit dem Privatjet geflogen zum Brötchen holen. Friedrich Merz. Ja, das wäre natürlich ein altdeutscher Schäferhund mit der Betonung auf alt. Wobei,
das wäre natürlich nicht so ein schöner Schäferhund, mit dem du mal so eine Ausstellung gewinnst. Nein, eher so ein sauerländisches Sondermodell, ein schlecht durchdachter Streich der Natur, der aussieht, als hätte eine Vierjährige mit der Bastelschere seinen Kopf frisiert und nur oben vorne einen kleinen Busch stehen lassen, damit sein Vogel ein Nest hat. Aber ich bin mir sicher, diese Friedrich-Merz-Frisur, die war vor 70 Jahren hochmodern. Genauso wie sein Frauenbild. Ja, beruflich kann der Friedrich Merz ja nicht so mit so Frauen. Das braucht der Friedrich Merz nicht, wenn es nach ihm geht im Kabinett. Er sagt, dass man keinen Gefallen tut an Personen mit einem Ministeramt, für das die Person nicht geeignet war. Ja, Heiland Friedrich Merz, wieso ist dir dieser Geistesblitz nicht kommen zu Zeiten von Andreas Scheuer? Ja, und auch von den Grünen. Da gäb's ja geeignete Frauen, ja, da gäb's tolle Frauen, immer gut gelaunt und gut frisiert. Annalena Baerbock, Katharina Schulze und Anton Hofreiter. Und Ladies, jetzt sind wir mal ehrlich, beim ersten Hundeschnupfen, da wird auch dem letzten Friedrich Merz bewusst, wir Frauen, wir sind die einzigen harten Hunde, oder? Wir sind harte Hunde, richtige Kerle, ein echter Mann. Das wäre der Olaf Scholz auch so gern. Ja, was wäre das für ein Wauwau, der Olaf Scholz? Ja, natürlich das traurige Gesicht von Qualzucht. Ein kleiner, kurzatmiger Mops mit der Körperspannung einer nassen Socke, der darauf wartet, dass man ihn weckt, sobald er wieder Kanzler ist. Ja, den musst du ja regelmäßig anstupsen und gucken, ob der schon noch schnauft. Ja, den bemerkst du doch gar nicht. Ja, die letzten 3 Jahre, ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Olaf Scholz ist der einzige Politiker, der eine Arschbombe vom 10-Meter-Brett machen kann, ohne dass es spritzt. Und dann gibt's da natürlich noch den Windhund Lindner. Oh, der rennt so schnell. Immer wenn seine Einstellung gerade irgendwo angekommen ist, ist der Lindner schon wieder ganz woanders. Aber der Lindner ist kein Opportunist. Nein, er und seine Meinung sind einfach nie an einem Ort. Und das wurde bestraft. Er wurde weggebissen aus dem Regierungsrudel. Da hat der Scholz-Mops mal kurz zugepackt in den Hundeschwanz. Aber so ein Hundeschwanz, das ist mir in der Situation aufgefallen, so ein Hundeschwanz, der hat verdammte Vorteile. So ein Hundeschwanz, der verdeckt im Gegensatz zur roten Krawatte von Donald Trump den ganzen Arsch. Und dann gibt's da natürlich noch die etwas unappetitlichen Hunde. Bei denen kommen die braunen Häufchen nicht hinten, sondern vorne raus. Wobei, ich würde jetzt nie Alice Weidel als Hund bezeichnen. Das ist eine Beleidigung für jeden Hund. Und Hunde, die lieben ihre Heimat. Ein Hund kläfft immer vor dem eigenen Haus. Ein Hund, der in der Schweiz lebt und Steuern zahlt und nur zum Kläffen nach Deutschland kommt, so charakterlos wäre kein Hund. Aber die Alice Weidel, das ist die größte Kläfferin. Da hat Gott so viel Stimmband eingebaut, da war für Herz leider kein Platz mehr.
Elon Musk hat sie ja eingeladen zu einer gemeinsamen Mars-Raumfahrt. Da hat sie gesagt, oh, das dauert mir zu lang. Wobei ich denke, wir sind uns alle einig, liebe Alice, ein One-Way-Ticket würde reichen. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Natürlich weiß ich, bin ja eure Psychologin. Ihr denkt euch, die kann doch nicht einfach Politiker mit Hunden vergleichen. Ja, wenn's eine darf, dann ich. Ich bin artverwandt als Wolf. Kathi Wolf. Aber keine Sorge, ich bell nur, ich beiß nicht. Dankeschön.